Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Heute ist Luau und heute sorgen wir mal dafür, dass es auch wirklich Wow beim Luau gibt und nicht so pleite wie beim letzten Jahr. So, falls es etwas leiser sein sollte, die Aufnahme und die folgende Aufnahme, bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe so kleine OBS-Krise gehabt und hoffe, dass ich das jetzt in den Griff kriegen konnte. Es ist etwas leiser als gewohnt. War ja wieder klar und so nicht. Ja. Sache war, dass es normalerweise ziemlich laut ist. Und ja, desmal war es nicht besonders laut. Und ursprünglich wurde der Ton auch gar nicht aufgenommen, was ich schon etwas skurril fand. Naja. Ich habe den Morgen mit verbrauchte paar von der Zäune zu reparieren. Die sollten so gut wie neu sein. Ja, und die vor dir unmittelbar, die sind total verschimmelt. Und herzlichen Glückwunsch, Abby. Na gut. Servus, Ackermann. In letzter Zeit spricht jeder in der Stadt über die enorme Großzügigkeit. Anscheinend sind Pakete mit Gegenständen bei vielen Leuten aufgetaucht, die sie vor Jahren im Gemeinschaftszentrum ausgeschrieben gehabt haben. Und die Pakete haben alle dein Hof als Absender. Dankeschön, dass du die Mühe gemacht hast, so etwas zu machen. Alle in der Stadt sind hoch erfreut, Bäuermeister Louis. Super. Das kommt also an, dass wir hier die, das Gemeindezentrum total aufgepäppelt haben. Und das hat uns natürlich auch durch das schwarze Brett Freundschaft mit allen Leuten nochmal aufgestockt. Deswegen kriegen wir jetzt auch von Kent was. Ich habe das Rezept im Ausland gelernt. Viel Spaß damit. Wollte mich ja bedanken, weil du dafür sorgst, dass ich mich hier wohlfühle. Kent. Knusprige Barsch gibt's dafür. Okay. Und es kommt noch was. Lieber Nachbar, wenn ich mich nicht um die Tiere kümmere, experimentiere ich in der Küche rum. Weil wir Freundewoche sind, will ich ein paar Rezepte mit dir teilen. Ich hoffe, das Wetter schmecke. Rhabarberkuchen, die liebe ich hier ohne Ende, Rhabarberkuchen. Ich wollte mich dafür bedanken, dass du Interesse an meiner Erbe zeigst. Hier Rezept, was mir gefällt. Demetrius, Herbstfüller haben wir jetzt auch noch gekriegt. Ach du liebe Zeit. Hallo Ackermann, hier ist ein altes Rezept, was mir meine Oma vermacht hat. Viel Spaß, Kürbissuppe gibt's noch. Uiuiui. Mein Kind, hier ist das Rezept, was ich und mein Papa immer benutzt hätten. Lasst da beim Kochen Zeit. Pam. Füllung einfach nur, okay? Ich kenne ein paar Rezepte. Ich habe gedacht, ich schicke dir mal eins. Vielleicht hilft es da mehr Erz abzubauen oder so. Pass auf dich auf, Clint. Bohne-Eintopf. Ah, nicht verkehrt, was Deftiges. Servus. Ahoi, Ackermann. Ich wollte gerne Rezepte nicht weitergeben, das ich und mein Papa immer früher gemacht hätten. Es ist wichtig, dass der Fisch frisch ist. Willi. Fischsuppe. Ach du liebe Zeit. Ackermann, vergiss ja dich gesund zu ernähren, oder du wirst nicht genug Energie für die Arbeit haben. Ich werfe ein paar von meinen Lieblingsrezepte dazu. Benutze auf jeden Fall reife Tomaten. Louis, Aubergine Parmesan. Geil. So, da der unmittelbar so frech vor mir rumgeschimmelt ist, der Zaun, muss ich den jetzt auch wieder gerade erneuern. Zack. Und da hinten sind wieder ein paar Marmelade gut geworden. Das heißt 3 von denen wieder. Hoppla. Und dann geht's auch hier direkt weiter. Zack, zack, zack. Und die gleich in der Topf frei. Und ja, die müssen wir auf jeden Fall auch noch erneuern. Gewittererleit. So, gleich 2 Sachen hier für die Recyclingmaschine. Und, na komm schon. Zack. 1, 2, 3 und 4. Machen wir auch sofort. 1, 2, 3, 4. Ja, ich weiß gar nicht, wo Abigail ihr Zaunreparatur gemacht hat, aber sieht wohl so aus, als wäre immer noch ein großer Teil hier betroffen von meiner guten Zäune. Naja, da habe ich mir wahrscheinlich in ein anderer Eck was gespart. Gehen wir erstmal dort zu den Tieren wieder hier. Und wir besorgen uns was Schickes noch fürs Luau. Das muss auf jeden Fall sein. Weil, wenn ich sehr gut die Reaktion vom Gouverneur haben mag, nee, ich möchte nicht das rohe Ei futtern, dann sollte ich Milch mit einer extrem guten Qualität abliefern. So, komm schon. Zack. Und Leverwurst hat sie anscheinend auch schon gefiedert. Na gut. Dann raus mit euch. Und hier gucken wir mal, was wir da noch Schönes hin. Jawohl. Die holen wir uns fürs Luau. Genau. Aber bevor es zum Luau geht, mag ich auf jeden Fall noch mein Gewächshaus gemacht habe. Also so viel sollte auf jeden Fall noch sein. Das kommt durch rein.
Das packen wir noch schnell hier. Zack und zack und die zwei noch hier, wo sie gehört. Jawollo. Da haben wir nur ein bisschen was noch drin. Schöne Brombeer. Und die Felder berieseln sich natürlich mal wieder von selber. Finde ich auch sehr gut. Einmal Weizenmehl hat es noch gegeben. Perfekt. Dann erst einmal die tägliche Ernte und Gießerei hier. Und dann machen wir uns auch, glaube ich, direkt auf zum Strand. Damit wir das nämlich auch noch erledigt haben. Ich möchte nicht so spät zum Luau kommen, wenn ich jetzt endlich mal die passende Zutat dafür habe. So. Die Musik lässt sich aber auch ganz schön Zeit, bis sie wieder kommt, habe ich das Gefühl. Heieiei. Ich habe da beim letzten Mal nicht so viel Rambazamba gemacht, dass ich hier mal ganze Programme durcheinander geworfen hätte. Es wundert mich halt, dass OBS heute ein bisschen stinkig mit mir ist. Das ist normalerweise nicht der Fall. Komm schon. So. Und hier nochmal letztes Mal. Gut. Stardew Valley steht heute irgendwie nicht so unterm besten Stern, habe ich das Gefühl. Naja, hoffe ich mal, dass ich mich irre. Denn ich steht jetzt mal Sarah. Die Siggi brauche ich jetzt noch lange hier und her. Ich brauche hier nämlich auch eine gewisse Zeit, bis ich zum Strand komme. Also ein bisschen was sollte ich noch wässern, finde ich. Damit man wenigstens den Stress später am Ofen nämlich hin, weil wenn wir um 22 Uhr wieder zurückkommen, ist halt auch wieder so Sache, ne? Das sollten ein paar Sachen wenigstens erledigt sein. Aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt Punkt 14 Uhr da reinplatzen. Nur, dass die Sachen da oben vielleicht wenigstens schon erledigt sind, ne? So. Hier auch noch. Ja, es wird schon spät genug, wenn ich den ganzen Kruscht hier noch mache. Aber es sollte einfach erledigt sein, finde ich. So, Della. Ah, da kommt jetzt auch endlich die Musik wieder. Na, Allah. So, hier noch. Zack. Und hier. Jo. Und Peng. Okay. Der Rest lassen wir mal so stehen. Den können wir später noch machen. Mit uns geht's jetzt erstmal runter. Ah, Nature's Crescendo ist echt meiner Meinung nach die geilste Musik in ganz Stardew Valley. Vor allem der Part. Ah, was eine schöne Musik. Oh. Oh, Modoro ist auch noch eine kleine Sequenz hier. Wenn ich jetzt noch Pelikan reit, wird's Gemeindezentrum endlich mal standesgemäß hier wieder eingeweiht. Ach, wie schön. Noch mit Luftballons und allem. Super. Jetzt sind die Leute auch wieder im Gemeindezentrum unterwegs, wie ihr hier sehen könnt. Ich denke, da habe ich der Stadt einen richtig schönen Dienst erwiesen. Und die 5 Sterne sind jetzt auch endlich über dem Kamin. Dem alte Louis, den kommt doch bestimmt die Träne vor lauter Gut hier, oder? So schön. Ach, wie schön. Ja, der Clint geht natürlich sofort mal zum Keller, ist ja logisch. Ah ja, und ich bin jetzt auch im Gemeindezentrum drin. Ich bin mir nicht sicher, wie es gemacht hast, Ackermann, aber das Gemeindezentrum hat noch nie besser ausgesehen. Durch Pelikan große Diensterwiese, jeder in der Stadt ist so froh dort drüber. Ah, da ist er froh. Als Zeichen von der Dankbarkeit stehe ich da gern mit der kriegsten Erfen der Stadt auszeichnen. Im Sternetau-Heldepreis, den hast du richtig verdient, Ackermann. Ho! Du erhältst Sternetau-Heldepokal. Super geil. Wer ist dann da? Meine Verkäufe sind stark zurückgegangen. Wo sind all meine Kunden hier? Ah, der Morris, Drecksäck. Drecksäckel da, in den ich mal gerne in die rote Hose trete, da, dem Hahnebambel. All meine Kunden hier? Wie der guckt, Igitt. Das ist nicht gut.
Oh, jetzt kommt die Rache vom Franzos. Wie fühlt sich das an, ne? Lass uns vernünftig sein, bin ich nicht so davor. Ich stehe doch, muss sagen, erledigt mal das mal auf die altmodische Art, oder? Tja, das bedeutet gar nichts. Ich gebe einfach 75% Rabatt im Schlussverkauf und mein Kunde werden wieder arge Kroche kummer, um mich um Vergebung zu bitten. Du wirst schon sehr. Oh, wie der schon guckt, der Widerling. Na, nicht dieses Mal, Maurice. Es ist an der Zeit, das ein für allemal zu beenden. Natürlich nicht Maurice, sondern Maury. Und was schlägst vor? Wie schlägst vor, das zu machen? Auf die Schniss! Primitiv. Wenn du so viel Angst hast zu kämpfen, dann bring eben deine Mitarbeiter mit. Oder sind alle Joja-Angestellten solche Weiglinge? Ja, im Turnier sind die Franzosen immer gut. So können sie auch wirklich beweisen, was sie können. Beleidig mich so viel wie Twit, aber wachs ja nicht der gute Name von Joja in den Dreck zu ziehen. Oh, jetzt geht's auf die Gosh-Action. Pierre! Hä? Nicht schlecht. Du bist sogar noch matschiger als deine Obst- und Gemüseabteilung. Und deine Schläge sind genauso wie Joja. Quantität über Qualität. Schnappen euch! Och Gott! Autsch, durch die Decke ballert. Dabei haben wir doch gerade frisch renoviert. Sehr cool. Ja, Pierre, das ist dein Sieg hier. Du bist jetzt das Monopol. Von Morris und seiner Joja-Markt-Fuzis ward nie mehr gehört. Sehr schön. Gut, so viel zu Denner. Aber verflixt nochmal. Wow, da haben wir jede Menge Zeit verloren. Schnell, schnell. Keine Zeit mehr, die Siggi zu holen. Ich muss runterflitzen zum Luau. Sonst fangen die noch ohne mich an. Warte mal. Hier die Ziegenmilch, die packen wir gleich mal da hier. Weil die kommt nämlich in die Suppe rein. Das ist das Maggi von der Gegend, wächst. So, servus. Mach dich zurecht, der Gouverneur ist fast ein jährlicher Besuch hier. Wenn er etwas von Überraschungssuppe hast, dann wirf's auf jeden Fall in den Kessel neu. Nee, noch nicht. So, hallo Herr Gouverneur. Was für ein entzückender Anlass. Es ist immer erfreut, Sterne-Tautal zu besuchen. Ah jo, ich muss mal mit meiner Gattin retten, ob wir hier ein Ferienhaus erwerben sollen. Ja, die babbeln immer noch selber. Hoi! Ich glaube, da muss ich nämlich großartig vorlesen, was die da schwätzen. Weil die babbeln einfach dasselbe wieder wie im letzten Jahr. Ach. Ja, die ist mal wieder in ihren Hippie-Tanz versunken. Der ist langweilig, du tanzt doch mit dem gleich alte Mädel. Was mit dir, Schorsch? Natürlich viel zu laut. Ach, ich höre meinen Opa mütterlicherseits, wenn ich den Schorsch da sehe. Ja, und die Oma sagt natürlich, es hat's lang vor meiner Geburt schon gegeben hier. Die will nicht schwitzen beim Tanzen. Der freut sich wegen Strandparty. Okay. Ja, der Anna ist natürlich der Arschsteller, da wieder verzählte Seppel. Ja, sie möchte ein bisschen ruhiger agieren und einfach nur das Meer beobachten. Kann man ja verstehen. Na, Willi, was machst du so? Ja, ich mach Pause natürlich und der die lieber Angler. Ich meine, das kann er ja auch machen, kein Thema. Kann er ja später auch in die Suppe schmeißen. Okay. Der babbelt wieder irgendwas. Ah, ne. Nur ein bisschen was über die Sandfliege. Die schmatzt sich hier das Buffet rein. War ja auch wieder logisch. Der Pierre. Der will mal wieder Steuererleichterung haben. Ja, das kennen wir alles. Mani rührt die Suppe. Das machen wir dann noch auch sofort. Das Einzigste, was hier neu ist er. Gut, ich jetzt so sehe. Das war's dann auch schon. Mehr hat er nicht zu verzählen. Und die anderen schwätzen wieder das, was sie ursprünglich gebabbelt haben. Und Linus macht auch wieder seine wunderschöne Brote. Langsame, durchgängige Dreh ist das Schlüssel fast perfekte Röste. Ajo. Die Brücke haben sie auch extra abgerobbt. Ja, du noch, Sam. Ja, der ist wohl nicht so begeistert vom Gouverneur wie letztes Jahr auch noch. Bei euch
Ja, die könnten Bruder und Schwester sein, oder? So wie die aussehen. Aber ich glaube, das sind sie nicht, was das Ganze noch etwas verwirrender macht. So, das kommt auf jeden Fall in die Sub rein. Die große Ziegemilch in Iridium-Qualität. Und das sollte uns eigentlich hier der Gouverneur und sein Wohlwolle sichern. Dann können wir auch wieder Freundschaft mit anderen Leuten sammeln. Schauen wir doch mal, was der Bäuermeister verkündet und was der Gouverneur so sagt. Aller Hoppla, jetzt ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue mal darauf, dass ihr das Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geschmissen habt. Wollen ihr, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut? Aller Hopp, Gouverneur, täten sie uns die Ehre erweisen, um die Suppe zu probieren. Und natürlich, ich habe mich schon das ganze Jahr drauf gefreut. Na dann. Und Trommelwirbel. Ah na, was für Geräusche. Ach du liebst, Herr Göttel, das ist die beste Suppe, die ich je probiert habe. Und zittert sich dabei noch eine ab vor lauter Gut. Aller Hopp. Sie haben recht, die schmeckt ja richtig gut. Wundervolle Ehre wird Alminana. Wer will mal probieren? Ja, Panel als Sub. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt haben wollte, aber aller Hopp. Gouverneur hat dann übertrieben. Die Sub ist nicht von der Welt her. Zeit heimzugehen. Ja, nachdem man die halbe Sub wahrscheinlich wegschlonzt hat hier. Okay. Bisschen was müssen wir trotzdem noch schaffen, ne? Das heißt mal wieder ein paar Zäune machen und zack und zack. Ah, Mann, der fällt jo auseinander an alle Ecke und Kante hier, das Ding. Das gibt's doch gar nicht. So, drüber. Ich weiß nicht, wo die Abigail hier noch was gemacht hat. Aber anscheinend... Hoppala. Hat's nicht gelangt. Die ganze Tiere hier habe ich leider nicht rausgelost. Sehr schade drum. Da habe ich wohl einfach nicht dran gedacht. So, dann hier noch. Weil das muss halt einfach auch noch sein. Sonst wird es nix. Hoppala. Sonst verdorrt uns eventuell noch unsere Ernte und das wollen wir ja im Sommer garantiert nicht. Aber dennoch können wir auf jeden Fall direkt ins Bett gehen. Und dann können wir mal schauen, was der morgige Tag so bringt. Oh je. Warte mal, das dürfte eigentlich auch alles gewesen sein, ne? Ich glaube, die Seite ist nicht davon betroffen, aber wir gehen einfach mal auf Nummer sicher. Ja, dass irgendein Quatsch hier noch passiert. So. Dann noch ganz fix hier den Zaun machen. Zack und zack. Dann können wir noch unseren Krustier verkäfen. Und zwar das ganze Gedäß. Nee, das nicht. Aber die Mayo gehört und nice. Wezemehl. Bin ich aber gar nicht mehr. Jawohl, da haben wir es drin gelagert. Kohle und hier und Stoff haben wir, glaube ich. Ach, genau. Dann bleibt ja nämlich viel, ne? Das heißt jetzt nur noch mal gerade die Käse schmeißen. Und der restliche Krust können wir morgen noch machen. Sprich noch den Pokal aufstellen irgendwo. Dann stellen wir uns am besten weg. Was machen wir jetzt auch noch? Das Ding stellen wir uns natürlich schön ans Bett, wo es hinkehrt. Damit es auch bloß jeder sieht, der mal hierher kommt. Bisschen Argeber darf auch mal sein, oder? So. Okay. Dann ab ins Bett zum Schätzel. Und... ja... normale, relativ solide Einnahme. Nicht so viel. Aber es geht. Es geht, da gibt's Schlimmeres. Wird mal Zeit, dass unser Zeug endlich mal wächst und gut geht. Alex hat mal ja noch Geburtstag, also in der nächsten Episode. Sollten wir uns vielleicht auch noch drum kümmern, dass der Knabe auch noch was Gescheites kriegt, ne? Okay, für den Eingangsbereich hätte ich auch noch ganz gerne eine schöne Botte, um ehrlich zu sein. Warte mal. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Was haben wir dann für den Eingangsbereich noch was Schönes? Tja. Na, das wäre ein bisschen zu viel, denke ich. Probieren wir doch mal den. Und wenn der nicht passt, probieren wir mal den aus. Den etwas dunklerer. So, oder das wäre auch noch verkehrt.
Probieren wir es doch einfach mal aus, was der Botter so hermacht. So. Wir probieren es einfach mal aus. Wenn, dann probieren wir mal den Schlichter aus. Ja, der hat was. Der etwas abgespaced. Oh, der ist ein bisschen zu abgespaced. Oder der hier. Hoppla. Warte mal. So. Dann den hier. Ah, der ist mal auch ein bisschen zu abgespaced. Dann nehmen wir doch einfach den Schlichte wieder, ne? So, wo fängt denn hier der Botter an? Wo ist er dann wieder? Ich finde den eigentlich noch am schönsten, muss ich sagen. Nein, den ist wieder dort hier. Und so, das hat er was Schönes. So, das Zeug wieder da hier. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Perfekt. Wieder nein. Der Rest da wieder hier, wo er hier gehört. Und mit Abigail noch eine Runde quatsche. Oh! Alter Falter. Womit habe ich dann die Ehre verdient? Ja, saugut. Ich habe eine Sternefallfrucht gefunden. Das ist merkwürdig, aber der Geschmack erinnert an Riesling natürlich mal wieder. Ja, super. Jetzt sind wir bei 406. Ich glaube, der Ehepartner kann hin und wieder mal sowas geben. Mal im Leben. Genau. Mal im Spiel. 13 von 12 haben wir jetzt. Schatz, als Zeichen von meiner Liebe gebe ich dir die Frucht. Ja, super. Vielen lieben Dank, Schätzel. Damit wäsch ich gehe halt in die Stadt, muss ich ein bisschen die Bär vertreten. Vielen lieben herzlichen. Und wie sieht es dann hier aus? Noch nichts gereift soweit. Okay, dann noch ein bisschen in die Glotze gucke. Vermäuer, Blitz und Donner. Sehr schön. Okay. Werbung. Piers Gemischtwarenladen hat jetzt 7 Tage die Woche geöffnet. Ja, das liegt daran, dass wir das Gemeindezentrum beendeten. Das ist natürlich ziemlich gierig. So. Was haben wir dann hier drin? 2 Mulde Flusskrebs. Soll mal recht sein. Dann gehen wir nochmal hier, kümmern uns nochmal um unser Tierle. Und schauen wir mal, was die heute noch so alles hin. So. Ja. Euch geht's gut. Sehr schön. Dann kümmern wir uns noch darum, dass die Tierle rauskommen. Und der Rest wird auch noch gemacht. So und so. Und leverwascht, bitteschön. Da gucken wir hier noch bei der Tiererei. Ja, denen geht es auch soweit ganz gut. Die können wir auch alle wieder benutzen. Dann haben wir nur einmalige Produktion mal wieder. Ja, es wird aber wieder Zeit, dass unser Reifekeller mal allmählich auch aufgehen. Sodass wir auch mal bald die Superkäse abernten können. So, da haben wir noch ein bisschen was. Stolz wie Bolle. Ja, Musik lässt irgendwie auf sich warten, finde ich. So. Hier noch was. Ja, wieder nichts gut. Schade eigentlich. Und dann hier nochmal. Sehr gut. Der Rest wird mal wieder gegossen. Und irgendwie lässt die Musik heute sehr stark auf sich warten und ich muss sehr viel mit eigenem Gelaber mal wieder überbrücken. Aber saugeil, dass uns Abigail jetzt auch noch die Sternefallfrucht gewahrt. Weil wie gesagt, das ist einmalig in der Ehe. Ich glaube tatsächlich auch, wenn man die 13 Herzen von 12 eigentlich erreicht hat. Ne? Das heißt, sie hat jetzt der ultimative Ausdruck ihrer Liebe gebracht und wir sind bei ziemlich viel Energie. So, ihr Tierle müsst natürlich wieder raus. Hier machen wir zu, bevor das Klävieh oder das Großvieh bei uns auf einmal plötzlich auf der Felder drauf steht. So. Ja, man hört nur Gesumme im Hintergrund von irgendwelchen Insekten. Ich bin ja auch froh, dass es mittlerweile etwas kühler wird wieder. Und dass wir uns den Stress mittlerweile auch im Real Life nicht mehr geben müssen. Ich persönlich bin halt wirklich kein besonders großer Sommerfan. Aber das dürfte definitiv kein Geheimnis sein. Sehr schön. Bisschen Hopfer ist auch nicht schlecht. Ja, die Sternefrüchte, die wachsen und gedeihen. Ach, allmählich. Gefällt mir natürlich. Ach, sehr gut. Ups, so. Na.
Okay, die Mauer, die scheint auch gut zu halten. Finde ich auch nicht schlecht. Dann, war es doch nochmal sehr gut, dass ich das Zeug nochmal gestern ofend gegossen habe, weil die Reihe war tatsächlich nicht betroffen. So, da. Dann hier nochmal weg. Wir müssen nochmal zum Pierre gehen, weil da hinter unseren Weze gut ist, habe ich gesehen. Das heißt, da können wir uns nochmal 24 Weze holen. Dann Sense raus. Der ganze Weze raus. Der wird auch sofort weiterverarbeitet. Und... Na, was mache ich dann? Okay, also mit Gießer halte ich mich mittlerweile echt glücklicherweise nicht mehr besonders lang auf. Okay, dann gehen wir fort. Okay, das ist auch noch die Musik, die ich am wenigsten mag vom Sommer, aber na gut. So, dann der kruscht hoch und der kruscht hoch. Damit man da noch ein bisschen was reinschmeißen kann. So, so und so. Gut, hier war auch noch Zeug gut. Nee, dann möchte ich auch eine Trinke danach Ahornsirup. Ja, unsere Baumschule wächst allmählich auch immer weiter. Das ist auch sehr gut. So, warte mal. Peng. Dann, Siki, wir brauchen dich. Okay, dann gehen wir mal durch hier. Und sammeln noch den Honigfixei. Der kruscht kann hier, wo er hingehört. Genauso wie der Lehm. Ansonsten, genau, haben wir hier jede Menge Kram, der hier rein kann. So. Und dann schauen wir nochmal wegen unserem Honig. Perfekt. Dann ab zu Pierre. Gemeindezentrum haben wir ja mittlerweile nicht mehr, was wir machen müssen. Insofern, ach, nicht verkehrt. Wenn wir kein Gemeindezentrum mehr machen müssen und die Aufgabe erledigt sind, ist nicht schlecht. Dann, ja, okay. Bei Pierre ist anscheinend jetzt auch wieder Sequenz freigeschaltet. Ich erinnere mich, ja, das habe ich bei meinem Probespiel schon gehabt. Hä? Du hast Pierres geheime Sammlung gefunden. Wer ist in meinem Schlafzimmer? Na. Wie hast du das gefunden? Wied, gib her! Versprichst du mir, dass du niemand etwas darüber erzählst? Natürlich. Merci. Ich weiß, dass du schätzt. Vergiss einfach, dass du das gesehen hast. Okay. Und ich vergesse, dass du in meine Schlafzimmer herumgeschnüffelt hast. Jetzt muss ich ein neues Versteck finden. Na, Pierre, du alter Schmutzfink. So, ja, aber warum gehe ich einfach bei ihm ins Zimmer rein und hol mir das Zeug? Das finde ich auch schon etwas bedenklich. Okay, wo ist es dann? Weizensaat. Holen wir uns gleich mal 24 Stück mal wieder von dem Zeug. Dann können wir es auch direkt einpflanzen. Aber erstmal möchte ich noch gucken, ob man hier zufällig... Nee, haben wir nix. Alla hopp. Dann wird das halt ein relativ gemütlicher. Aber... Ich möchte gerade mal gucken, ob wir jetzt hier zufällig noch Leute im Gemeindezentrum haben. Wir können nämlich was anderes noch machen, fällt mir ein. Nee, Leute haben wir gerade nicht im Gemeindezentrum. Aber mir fällt was anderes ein, was wir noch machen können. Dort habe ich gar nicht mehr gedacht, um ehrlich zu sein. Aber, haben wir gleich. Wir gehen erst einmal zu Robin, weil jetzt dürfte hier was freigeschaltet sein, dadurch, dass ich das Gemeindezentrum gemacht habe. Oh, und ein anderer Herzevent. Ach, Demetrius, ich habe doch gesagt, dass du die Tomate holen sollst. Ich habe Früchte gesagt. Dass du keine Tomate holen sollst. Was Menschentomate sind doch Früchte. Ach, Dippelschisser, wenn eine normale Person sagt, dass sie Früchte will, meint sie nie Tomate, egal wie wissenschaftliche Klassifizierung lautet. Aber Mann, ich bin froh, dass du hier bist. Du wirst die Diskussion endlich beenden können. Hä? Wie willst du Tomatei delen? Ich weiß, eigentlich ist es kein Gemüse, aber ich gebe dir Robin recht. Das ist so richtig die Klugscheißer-Sache, wenn man dann sagt, ich möchte Früchte haben und dann holt er Tomate. Deswegen es ist Gemüse. Wirklich?
Ich habe gedacht, dass ein Bauer die richtige Antwort kennen tät. Ich will nur, dass du meinen Standpunkt verstehst. Woher soll ich denn wissen, von welcher Annahme ich ausgehen muss, wenn du mir nichts sagst? Aber ich werde dran arbeiten. Dankeschön für die Hilfe, Ackermann. Immer gern, Demetrius, weil wie gesagt, so Klugscheißer-Ding, das muss doch nicht sein, ne? Jetzt haben wir nämlich auch hier Gemeinschaftsverbesserung. Und sie kann Pam ein Haus bauen, braucht 950 Holz und 500.000. Ne? Da können wir jetzt ein bisschen drauf sparen. Unser Haus können wir halt nicht mehr weitermachen. Ne? Wir haben jetzt nur noch die Lade im Prinzip. Und das andere Zeug. Ui, Weltkarte. Das finde ich ja schön. Das holen wir uns. Ansonsten, hat sie sonst schon irgendwas Schickes? Geschnitzt die Feuerschale, das Rezept ist gekauft. Gut. Schön. Dann tät ich nochmal sagen, wir kehren nochmal kurz auf den Pelzerhof zurück. Und heute ist jo verflixt viel los, ihr liebe Leute. Da haben wir jo unglaublich viele Sequenzen heute. Und ich glaube, das wird eine verdammt lange Episode. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei über einer halben Stunde, oder? Kann das sein? Ich habe gerade die Zeit nämlich so im Kopf, weil wenn ich einfach nur die 2 Tage durchmache, dann habe ich als keinen Kopf dafür. So, wir brauchen nämlich die Schattenmayonnaise jetzt, wenn das so läuft, wie ich mir das vorstelle. Die Weltkarte, die ist schon ein bisschen größer als gedacht. Wobei, die können wir, Mist, die können wir da nicht platzieren. Da auch nicht. Weißt du was? Dann nehmen wir uns da mal fix den Kalender und machen den dort hier. Und machen die Weltkarte dann dafür do hier, oder? Das kommt auch richtig gut. Jetzt kann ich, Moment. Ja, muss ich das Ding doch ein bisschen weiter hier stellen. Dann kann ich nämlich so an den Kalender dran. Und so kann ich an die Weltkarte. Das sieht einfach... So, das sieht einfach nur schön aus. Alle Hopf. Wir reiten noch schnell runter aufs Feld. Reiten nochmal do hier. Die Sicki stelle ich woanders hier. Meine Tiere erfreuen sich auch wieder am Gras. Oh, wie das klingt, oder? Okay, die Tiere freuen sich natürlich, dass hier wieder was wächst, wo sie sich das frische Zeug herholen können. Das sorgt für die gute Laune von den Tieren. Sehr schön. Ja, das kann man natürlich auch mit anderem Gras verstehen. Aber nee, es ist einfach nur stinknormales Gras und kein Hanf, der hier wächst, der die Tiere so glücklich macht. So, noch schnell die der zu. Dann, Ackermann, packt man die Schattenmayo aus. Und wir müssen wo hier? Gut, weil Gemeindezentrum ist erledigt. Jetzt können wir noch zum anderen Gebiet gehen, was wir hier jetzt auch freigeschaltet haben, ihr liebe Leute. Darauf habe ich ja eigentlich auch nur gewartet. Mit dem angebrochenen Dach können wir jetzt auf jeden Fall noch was anfangen. Weil hier ist der Zauberer wieder. Und wir erinnern uns hier an das Gebiet. Da habe ich sehr viel Auswahl, dass man für die Thumbnails bei den vielen Sequenzen. Ah, Ackermann, ich habe auf dich gewartet. Habe ich dir jemals erzählt, dass ich mal verheiert war? Komisch, ich weiß. Von wann, wie ich. Aber was ist die Wahrheit? Meine Ehefrau und ich waren vor viele Jahre zusammen, bis ich einen Fehler gemacht habe und sie mich verlassen hat. Ihr Wut und Missgunst waren so stark, dass sie grü angelaufen ist und angefangen hat, durch die Landschaft zu fliegen und alles und jeden zu verfluchen. Als ich davor erfahren habe ich es versiegelt, und zwar die Passage zu ihrem Daheim, weil ich befürchtet habe, dass ursprüngliche Stadtbewohner ihr schwarze Magiefallfalle könnten. Aber jetzt muss der Durchgang geöffnet werden. Als wir uns getrennt haben, hat sie nämlich mal magische Tinte geklaut. Ich muss die magische Tinte zurückhaben. Ich will es ja selber erledigen, aber ich kann sie nicht wiedersehen, deswegen brauche ich da Hilfe. Um die Passage wieder aufzumachen, benötigst du einen dunklen Talisman. Sprich da mal mit Krobus in der Kanalisation. Er sollte wissen, wo du da so einer finden kannst. Ich zähle auf dich. Solltest du es schaffen, meine magische Tinte zurückzuholen, wäre ich dich reich belohner. Hui, weg ist er. Okay, Mist, da muss ich dann doch noch... Oh, da ist er. Das alte Hutzelweib von einem... Mist, da muss ich doch erst die Kanalisation freischalten, verflixt. Ich habe gedacht, es ginge schneller. Aber dann hieß es wohl erstmal kräftig Artefakte noch flattern. Damit wir zu Krobus in die Kanalisation kommen.
und dort den magischen Talisman holen können. Verflixt. Es ist doch nicht so einfach wie gedacht, ihr liebe Leid. Na gut, dann wird jetzt einfach mal jeder Artefaktplatz geflattert. Aber ihr liebe Leid, ich habe das Gefühl, bevor das jetzt wieder eine ewig lange Episode hier wird, sollte ich nur noch hier das Stäbruch flattern und dann wieder frohen Herzens wieder heimkehren. Damit wir hier nicht Milliarden Sachen an einem Tag machen. So. Das muss dann auch die Erze dran, damit hier bessere Erze noch wachsen. Und vielleicht auch ein paar Edelstähle. Huch. Da hätte ich vielleicht ein paar Mal öfter drauf kloppen sollen hier. So. Und dann dunkler Talisman. Der Zauberer hat mich darum gebeten, die magische Tinte aus dem Haus von seiner Ex zu holen. Aber um reinzukommen, brauche ich einen dunklen Talisman. Den gibt es halt nur bei Krobus in der Kanalisation. So, das Zeug flattern wir auch noch. Dann denke ich, muss Sache, wir gehen halt relativ fix und früh ins Bett. Ich habe halt leider echt die Zeit in mir verahre. Nicht, dass es jetzt wieder ewig dauert. Was schmeißen wir auch rein. Und der Rest kommt wieder hier, wo es hier kehrt. Der Kaffee, den können wir hier schmeißen noch, wo es dazu gehört. Ansonsten mag ich halt auch nochmal reingucken. Wir müssen sowieso noch in die Kellerei gehen, ne? Das heißt, nochmal reingucken. Und ja, das blüht alles wunderbar. Die 1, 2, 3, 4, die 5. Reihe ist jetzt auch wieder frei. Aber dahinter haben wir natürlich noch 2, die man nutzen könnten. Muss ich mal auch noch frei halten. Na gut. Ansonsten, die Stelle sollten wieder zugemacht werden. So. Damit man die Viecher mal ja nicht amok laufen. Hier sieht soweit auch alles gut und stabil aus. Ich kann nochmal ein letztes Mal drüber gucken, ob man hier noch zufällig ein paar Artefaktplätze haben in der freien Fläche. Sieht aber nicht so aus, genauso wie hier noch nicht. Gut, dann machen wir noch ein bisschen Heu ab. Wir haben 294 nur noch. Alle hopp. Na gut. Und da sieht es auch noch okay aus, ne? Ja. Okay, Mäue ist dann sowieso Blitz und Donner. Deswegen, ich muss sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns im Übermäue wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo dann, ach, Moment, wie heißt dann nochmal der Hansel? Alex Geburtstag hat. Also machen's gut und bis Übermäue dann wieder. Ayan Yankee.